Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Na, sind Sie immer noch im Ferienmodus? In den vergangenen Wochen dominieren ja Sonne und Meer und Strand und Erholung viele Themen, auch die kirchlichen. Mir ist in der letzten Zeit so aufgefallen, dass aber an dieser Ferienstimmung längst nicht alle teilhaben können. Nicht alle Menschen haben die Gelegenheit, in Urlaub zu fahren. Und für viele ist in ihrem näheren Umfeld oder auch in ihrem Land überhaupt gar nichts von Ferienstimmung zu merken. Der 19. August ist ein ganz besonderer Gedenktag. Er ist sozusagen der Welttag der humanitären Organisation. Denn Leid kennt keine Ferien. Und mir ist es wichtig, dass wir in dieser Sommer- und Urlaubsstimmung das nicht vergessen. Auch jetzt sind Menschen tief verstrickt ins Leid, in Ungerechtigkeit, in Armut und auch in Gewalt. Das kennen wir aus der Ukraine und manchmal führt dieser dauernde Blick auf die Ukraine dazu, dass wir andere Notsituationen vergessen. Zum Beispiel die wirklich schwierigen Lagen, die wir in afrikanischen Ländern haben. Ich erinnere an den Sudan und den Südsudan. Oft ist es so, dass Bürgerkriege und gewalttätige Auseinandersetzungen das Leid für Menschen riesengroß machen. Zum Beispiel in Somalia oder in der Demokratischen Republik Kongo. Wir wissen um die prekäre Situation in Mali und wir sehen das Elend und die Not vieler Menschen auch in Nigeria. Darüber hinaus ist es nicht nur in Afrika schwierig. Denken Sie an die Situation in Syrien. Wir reden kaum noch darüber, unter welchen Verhältnissen und Bedingungen Menschen dort leben und wie ihnen alles zum Leben fehlt. Und schließlich, nicht zu vergessen, in Afghanistan herrscht ein Regime, das nicht nur Menschen unterdrückt, sondern das auch die Zuwendung von außen hat versiegen lassen. Große Not in einem Land, das im Grunde genommen ins Mittelalter zurückgeführt worden ist. Auch in der Sommerzeit sollten wir das nicht vergessen. Und heute möchte ich einfach mal ein riesengroßes Danke aussprechen für all die Organisationen, die sich für diese Menschen einsetzen. Regierungsorganisationen und auch Nichtregierungsorganisationen. Ich nenne einfach nur mal beispielhaft die UNICEF. Ich nenne Brot für die Welt, aber auch so Organisationen wie das Technische Hilfswerk oder wie United for Rescue, Ärzte ohne Grenzen. Was eine fantastische Hilfe, die an vielen Stellen geschieht. Wenn man all diese Hilfsorganisationen, in denen Menschen stehen, die sich an die Grenzen ihrer Kräfte einsetzen, aufzählt, darf man auch das Deutsche Rote Kreuz nicht vergessen. Und das Rote Kreuz überhaupt. Und jedes Mal, wenn ich das sage, wird mir bewusst, dass im Roten Kreuz deutlich wird, dass der christliche Glaube ein Fundament, eine Basis bildet für alle humanitären Einsätze. Im alttestamentlichen Propheten Jesaja heißt es, brich mit dem Hungrigen dein Brot, die im Elend ohne Obdach sind, führe in dein Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Dieser rote Faden zieht sich durch die ganze Bibel. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir über unsere eigene Erholung und Entspannung, über die Freude an der Wärme, nicht die Notsituation so vieler Menschen vergessen. Danke ihr alle, die ihr euch einsetzt für Menschen in Not. Und vielleicht tragen wir an einem Tag wie heute etwas dazu bei, indem wir diese Organisationen auch finanziell unterstützen. Indem wir an diese Menschen denken, ihnen danken und für sie beten. Unsere Welt wäre arm ohne all diese humanitären Organisationen. Und unsere Welt wäre arm, wenn die Botschaft der Bibel, Alten und Neuen Testamentes uns nicht immer neu anleiten würde, für Menschen da zu sein. Denn Leid kennt keine Ferien. In diesem Sinne ein mutiges und ein teilhabendes Wochenende wünsche ich Ihnen. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.